Jesus hatte einen Cousin, der Johannes geheissen. Der Johannes war ein bisschen speziell, weil er ganz alleine in der Wüste gelebt hat. Allein in der Wüste? Ja, wirklich. Ganz alleine. Und noch andere Sachen waren speziell. Er hatte keine normalen Kleider wie du und ich, sondern Kleider aus Kamelhaar. Und sein Lieblingsessen war Honig und Heugümper. Ja, du hast richtig gehört. Heugümper. Der Johannes hat Gott sehr geliebt und hat den Menschen erzählt. Hallo, hallo, hört alle zu. Kommt her, hört mir zu. Der Sohn von Gott ist hier bei uns auf der Erde. Er heisst Jesus. Es stimmt, ich lüge nicht. Ihr könnt mir glauben. Glaubt an Jesus. Dabei hat Johannes den Jesus noch gar nie gesehen. Der Johannes hat aber die Menschen fest beeindruckt. Und viele Menschen haben ihm zugelassen. Auch solche, die von Gott noch nichts wissen wollten. Viele Leute haben sich auch vom Johannes taufen lassen. Was ist denn Taufe? Mit der Taufe setzt man ein sichtbares Zeichen, dass man an Gott glaubt und dass man ihm folgen will. Das bezeugt man vor Menschen und vor Gott. Und zwar geht es so. Man wird kurz im Wasser untertaucht und kommt wieder hoch. Als Zeichen, dass Gott das alte Leben reingewaschen hat und man mit einem neuen Leben mit Jesus startet. Wenn du dich entscheidest, an Jesus zu glauben, dann gehörst du automatisch zu Gottes Familie. Gott liebt dich so fest und du bist sein Kind. Auch wenn du etwas hast gemacht, was nicht gut ist, liebt er dich trotzdem. Aber hören wir weiter, was beim Johannes passiert ist. Kommt alle zu mir und lasst euch taufen. Glaubt an Gott. An einem ganz normalen Tag ist plötzlich Jesus zum Johannes an den Fluss hergekommen. Hallo, Johannes. Heute will ich mich von dir taufen. Jesus? Was? Du willst dich von mir taufen? Nein, Jesus, da ist etwas total verkehrt. Du bist der mich eigentlich taufen sollte, nicht ich dich. Lieber Johannes, es ist alles gut. Genau so, wie es sein sollte. Gott will es so. Du sollst mich taufen. Ich will das Zeichen setzen, dass ich Gott, meinen Vater, liebe und ihm folge. Gut, der Johannes war einverstanden. Beide sind ins Wasser gestiegen und der Johannes hat Jesus getauft. Als Jesus wieder aus dem Wasser auftaucht, hat plötzlich eine schöne, warme Stimme gesagt: «Das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich sehr fest Freude.» So steht es übrigens in eurer Bibel. Und zwar in Matthäus Kapitel 3, Vers 17. Wow, ist das ein schönes Bild gewesen. Da hat sich der Himmel aufgetan und eine weisse Taube ist vom Himmel herabgeflogen als Zeichen, dass der Geist von Gott hier ist.